Die kasachischen Türken, die durch den Ausreisedeal mit China Zuflucht in Kasachstan fanden, fordern nun die Freilassung ihrer inhaftierten Angehörigen. Zu diesem Zweck hielten die geflohenen Kasachen im Zentralbüro des Atatürk-Vereins in Almaty eine Pressekonferenz ab, auf welcher die Anwesenden die Schließung der Lager, die Freilassung der Gefangenen und bessere menschliche Lebensbedingungen forderten. China hat derzeit mit der Verlangsamung der Wirtschaft und der Zollerhöhung von den Vereinigten Staaten zu kämpfen. Daher bereitet sich der Staat vor, seine anvisierte Wachstumsrate zu senken. Derzeit geht man von einer Wachstumsrate zwischen 6 und 6,5 aus. Im vorigen Jahr wurde 6,5 als Ziel angesehen. Die Einschätzungen für das Jahr 2019 werden auf der Generalversammlung im März im chinesischen Parlament bekannt gegeben. Die Russen, die Iraner, das Assad-Regime und andere Beteiligte sollten sich an einen Tisch setzen, um über die politische Gesinnung nach Beendigung des Konflikts zu beraten. So die Hoffnung des US-amerikanischen Außenministers Mike Pompeo. Der Abgeordnete besuchte 7 Länder auf seiner Nahostreise. In Ägypten verkündete er durch den Fox-TV-Kanal, dass am 13. und 14. Februar 2019 in Polen eine internationale Konferenz stattfinden wird. Dort sollen auch die Destabilisierungspraktiken des Irans behandelt werden. Die kanadische Regierung verkündet von ihrem Ziel, innerhalb der nächsten 3 Jahre über 1 Million Geflüchtete aufzunehmen. Ahmed Hussein, Abgeordneter für Migration, sieht in seinem Report für das Jahr 2019 einen Zuzug von 330.000 Asylsuchenden, im darauffolgenden Jahr 2020 341.000 Flüchtlinge und für das Jahr 2020 350.000. Dem Abgeordneten mit somalischen Wurzeln zufolge sei Kanada ein starkes und lebendiges Land, weil es in seiner Geschichte im großen Rahmen eine offene Tür für Flüchtlinge gehabt habe. Laut John Bolton, dem nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten von Amerika, werden die Gespräche auf militärischer Ebene zwischen der Türkei und den USA in der kommenden Woche weitergeführt. Am 5. Februar wird eine türkische Delegation, geführt von Sedat Önal, in den USA erwartet. Bolton erwartet von den beiden Parteien, dass sie eine Verschlimmerung der Situation in Syrien verhindern und erhofft sich ein positives Endergebnis für beide Seiten.